Hallo miteinander, cool, dass ihr es heute wieder geschafft auf eure Matte und machen etwas Gutes für euch und eure Beine. Ihr braucht nicht mehr als eine Matte und Platz, um euch zu bewegen und zusätzlich einen starken Willen heute, weil die Beine werden ein- oder zweimal ein bisschen mit euch reden. Wir starten doch gerade in Bergposition. Ganz einfach im aufrechten Stand. Ein bisschen mehr als hüftbreit. Ihr könnt die Hände zum Herz nehmen, die Hände auf die Hüfte, wie es für euch am besten passt. Und dann lehnen wir einfach mal weit nach vorne, so weit wie möglich. Gehen nach links, gehen nach hinten, auf die rechte Seite, wieder nach vorne. Machen den gleichen Kreis nochmal und spüren den ganzen Fuß, alle Ecken und Rundungen, die ganze Fläche, die wir zu gut haben, um damit zu arbeiten heute. Auch die Zehen sind ganz wichtig. Wenn wir vorne angekommen sind, gehen wir auf die andere Seite. Und dann einfach auch ein bisschen runterfahren, bevor es wieder losgeht. Ein bisschen den Alltag auf der Seite uns auf unsere Füße konzentrieren. Schauen mal, was das Maximum ist. Bis wo könnt ihr euren Kreis drüllen? Ich habe das Maximum gerade gefunden. Dann machen wir noch den letzten Kreis fertig. Und kommen wieder ins Zentrum. Wir bringen die Hände vor das Herz, schnaufen ein, die Hände zum Himmel, machen uns ganz lang und groß, spannen das Gesäß an und kommen ein bisschen in eine Rückenbeugung. Kommen mit den Händen hinter uns, schnaufen aus, kommen die Hände zum Herz, tun uns vorne anbeugen in eine Vorbeugung, schnaufen ein in eine halbe Vorbeugung, schnaufen aus in eine Vorbeugung, bleiben da und machen wieder das Gleiche mit den Kreisen, immer noch um unsere Füße aufwecken. 2, 3 im Uhrzeigersinn und 2, 3 im Gegenuhrzeigersinn. Und dann bringen wir unsere Hüften ab und kommen in einen passiven Squat, in passive Kniebeuge, falls das für euch nicht möglich ist. Probiert mal die Füße weiter raus zu tun oder euch in Matte zu falten, dass ihr mit den Fersen ein bisschen höher sind. Falls es auch nicht möglich ist, könnt ihr immer noch auf dem Gegenstand drauf sitzen und auch da ein bisschen spielen. Alles Möglichkeiten. Ihr wisst am besten, was für euch geht. Und falls ihr in diesem passiven Squat seid, tun wieder ein bisschen von rechts nach links wieder den Kreis drüllen. Wir sind immer noch bei dem gleichen Kreis. Was hat sich verändert vom aufrechten Stand zu jetzt? Gehen in die andere Richtung. Und dann tun wir absetzen, bringen unsere Hände weit hinten und haben etwa einen rechten Winkel in unseren Beinen. Bringen die Hände nach hinten und kippen die Knie auf die rechte Seite. Bringen sie wieder zurück, kippen die Knie auf die linke Seite. Und machen das 2, 3 Mal, links und rechts. Dass wir die Hüfte auch ein bisschen aufwecken, ein bisschen Bewegung reinbringen. Dann nehmen wir die Hände von hinten weg, wenn wir das nächste Mal in der Mitte sind. Und machen das Gleiche ohne Hände. Bringen beide Knie am Boden. Vielleicht müsst ihr ein bisschen euren Stand anpassen, kein Problem. Findet heraus, was für euch da möglich ist.
noch ein bisschen weiter das nächste Mal, wenn ihr auf der rechten Seite sind, kommt ihr mit dem Oberkörper nach vorne runter, lehnend über euch das rechte Bein. Wieder zurück ins Zentrum, links. Das gleiche auf der linken Seite. Wieder auf, rechts. Über das Bein beugen, wieder auf. Linke Seite, über das Bein beugen und zurück. Wenn wir wieder in der Mitte sind, nehmen wir unsere Hände oder nicht und kommen wieder in den passiven Squat. Von da bringen wir den rechten Fuß weit hinten zum Ende der Matte und kommen in einen Wide-Legged Forward Fold in eine Vorbeuge mit den Beinen ganz weit. Entschuldigung für den. Ihr könnt euch die Ellbogen links und rechts festhalten oder wie es euch am besten passt. Und dann machen wir kleine schwenken uns von links nach rechts, ein bisschen hin und her schaukeln. Und mit jedem Mal werden wir ein bisschen grösser. Wenn ihr jetzt einen runden Rücken habt, ist kein Problem. Wenn ihr die Beine ein bisschen beugen müsst, auch kein Problem. Und dann können wir so grosse Bewegungen, dass wir von rechts nach links kommen. Und dann bringen wir, wenn wir wieder unser Zentrum gefunden haben, die Hände auf die Matte. Probieren ein bisschen geraderen Rücken zu machen. Und dann kommen wir mit den Füßen nach innen laufen, bis wir etwa hüftbreit sind. Das heisst, dass wir in eine aktive Stuhlposition können. Das ist auch das, was wir machen. Wir schnaufen ein, nehmen Schwung von den Armen und kommen in unsere Chair-Position. Das Gewicht ist verteilt auf den ganzen Fuß. Das Gesäß ist weit unten und wir probieren möglichst eine lange Linie von Händen bis zum Steißbein haben. Diesmal ist, wenn wir keinen runden Rücken haben. Bringen die Hände zum Herz, die Hände auf die Knie, können ein bisschen abstützen, uns entlasten. Und wir laufen mit raus, diesmal 2 Schritte, oder 4 je nachdem. Haben wir die 4 Schritte gemacht, kommen wir mit den Hüften wieder runter, sitzen tief. Beine drücken wir nach außen, Knie. Die Unterschenkel sind gerade über den Füßen. Die Hände bringen wir zurück zum Herz. Und wir sitzen jedes Mal ein bisschen tiefer und drücken unsere Beine nach außen, dass wir wirklich die Spannung spüren. Hier innen in der Innenseite, gleichzeitig auch aber das Gesäß, das rausdrückt. Und schon das erste Mal, wo die Beine mit mir reden, ich hoffe, bei euch ist es auch schon ein bisschen streng. Wir bleiben noch da ein bisschen. Die nächsten 5, 4, 3, 2, 1. Bringen die Hände wieder zurück auf die Oberschenkel und laufen wieder zurück, bis wir wieder hüftbreit sind. Und nein, es ist nicht fertig. Wir gehen gerade wieder in die Chair Pose. Nehmen das Feuer in den Beinen gerade mit, sitzen tief, lange Rücken, strecken uns nach oben. Und wir bleiben nochmal da für 10, 9, 8, 7, 6, 5, durchhalten, 4, 3, 2, 1. Und wir strecken die Beine. Schnaufen ein, bringen die Hände über den Kopf zum Himmel. Schnaufen aus, bringen die Hände wieder zum Herz. Ihr könnt die Beine kurz ein bisschen ausschütteln, wenn ihr es wollt. Wenn ihr es brauchen, wie ich. Und dann bringen wir unseren
das rechte Fußgelenk aufs rechte Knie. Wir lüpfen den Fuß auf und bringen ihn oberhalb vom linken Knie, dass wir so wie ein Vieri mit unseren Beinen machen. Wenn das schon genug ist für euch, schon genug anstrengend, dann bleiben da. Falls ihr noch weiter wollt, kommen wir wieder in die Chair, in die Stuhlposition, einfach mit dem rechten Bein auf dem linken Bein abgelegt. Und schaut mal, wie tief könnt ihr hier runtergehen, ohne dass ihr euch ganz verdreht. Probiert möglichst über eurem linken Fuß sein und nicht ausdrehen. Dann könnt ihr beim Herz haben oder wo ihr es braucht, zum Balancieren. Wir gehen noch ein bisschen tiefer und sitzen noch ein bisschen da. Noch für 5, 4, noch ein bisschen tiefer gehen, 3, 2, 1. Wir stehen wieder auf, bringen das rechte Bein wieder zurück auf den Boden und machen natürlich noch das Gleiche mit dem linken. Bringen das linke Knie auf zur Brust, links Fußgelenk oberhalb vom rechten Knie. Ihr könnt mit der Hand auch ein bisschen nachhelfen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt hier stehen bleiben und eure Balance testen. Oder wir gehen wieder in die Chair, in die Stuhlposition und bilden einen schönen Stuhl für unser linkes Bein. Die Hände, wo ihr sie anmöchtet. Dann euch wirklich selber herausfordern, macht das für euch, wie tief könnt ihr runter, wo fühlt ihr euch wohl, wo ist eine Challenge. Und das alles mit Ruhe, angenehm schnaufen. Wir liegen noch da für 5, 4, 3, 2, 1. Richten uns wieder auf. Bringen den linken Fuß zurück auf die Matte. Dann machen wir einen Schritt wieder zur Matte rauf. Zuerst zur Matte. Schnaufen ein, bringen die Hände über den Kopf zum Himmel, strecken uns nochmal richtig. Schnaufen aus, Hände zum Herz. Und wir beugen uns vorne runterbeugen. Schnaufen ein, halbe vorbeugen, wieder aktiv aus den inneren Oberschenkel. Gerade Rücken haben. Schnaufen aus und kommen in eine Vorbeugung. Bringen unsere Hände auf die Matte. Machen es euch möglich, heisst Beine beugen, was ihr braucht, dass die Hände auf den Boden kommen. Und dann gehen wir zurück mit dem linken Fuß, zurück mit dem rechten in eine Gelenkposition. Und von da gehen wir in Down Dog. Das erste Mal heute im Down Dog. Dann ein bisschen für euch ausprobieren. Was brauchen wir? Ein bisschen bewegen, ein bisschen strecken. Ein bisschen die Wirbelsäule bewegen. Ein bisschen spielen mit euch im Down Dog. Und dann finden wir das Zentrum wieder. Schnaufen ein und strecken das rechte Bein auf in den Himmel. Schnaufen aus, bringen den rechten Fuß zum rechten Daumen, so weit vor wie möglich. Schnaufen ein, kommen in den Ausfallschritt mit beiden Beinen, Bogen. Beide sind ungefähr im rechten Winkel. Wenn ihr runterschillt, seht ihr eure rechte Zehe. Die Hüften sind quer zu eurer Matte. Und die Beine sind schon leicht am Zittern, leicht am Ausgleichen. Die Hände bringen wir über den Kopf gerade auf. Und wir schnaufen aus und strecken das linke Bein, aber die Hüfte bleibt immer gleich. Stellt euch vor, ihr habt einen Scheinwerfer an eurer Hüfte und die zeigen nach vorne. Strecken die linke Ferse, drücken die hinten runter, so gut wie möglich. Und dann schnaufen wir ein,
lehnen den Oberkörper nach vorne, so weit nach vorne, bis ihr der linke Fuß von der Matte kommt und wir im Crouching Warrior sind, in einer Standwalk mit gebogenen Beinen. Und jetzt spüren wir wieder unsere Füße, wie sie am Bewegen sind, wie wir sie am Anfang aufgelegt haben. Und wir schnaufen aus und strecken das rechte Bein und kommen in Warrior 3 und geniessen noch ein bisschen die Stille da. Die leichte Dehnung am hinteren Oberschenkel. Und dann schnaufen wir aus, bringen den linken Fuß ganz sanft wieder in den Ausfallschritt. Die Hände bringen wir über den Kopf. Und dann bringen wir die Hände zurück hinter den Kopf, können sie ineinander verflechten. Schnaufen ein und strecken sie weit hinter uns raus, dass wir eine leichte oder starke Rückenbeugung haben. Schnaufen aus, kommen mit den Händen vor unseren rechten Fuß, pflanzen die auf die Matte. Der rechte Fuß kommt zurück in dreibeinigen Down Dog. Und wir strecken den Fuß weit hinten raus. Und dann kommen wir vorne in einen Plank, dann den Fuß abstellen, andere Fuß wechseln und kommen in Up Dog. Von da können wir die Knie landen lassen, dann die Säcke aufstellen und zurück in Down Dog. Schnaufen ein, strecken den linken Fuß auf in die Luft. Schnaufen aus, bringen den Führer so weit wie möglich zum linken Daumen. Kommen auf in unseren Ausfallschritt. Mit beiden Beinen bogen. Schieben wieder auf unsere Zehen, wo wir sehen, die grosse linke, spürend Beugung in unserem hinteren Bein. Und dann schnaufen wir aus und strecken es, wobei wir mit den Hüften gleich bleiben. Probieren wirklich möglichst aufrecht sein hier, die Rippen reinziehen und hoch nach oben in stabiler Stanze. Bringen die Hände zum Herz, schnaufen ein, lehnen so weit vorne, bis der rechte Fuß von allein läuft. Und dann bringen wir ihn waagerecht in Crouching Warrior. Bringen euren Blick vor euch in Matte oder gerade an die oberste Stelle. Konzentrieren euch auf einen Punkt. Spüren, wie eure Fußgelenke spielen. Und bringen den rechten Fuß noch ein bisschen weiter hinauf. Wir schnaufen aus und strecken das linke Bein. Geniessen nochmal die Stille. Und langsam bringen wir den rechten Fuß wieder zurück auf die Matte. Kommen rauf in unseren Lunge. Die Hände bringen wir beim Ausschnaufen hinter den Kopf. Schnaufen ein und strecken die Arme, die Hände weit hinter uns und spüren die Rückenbeugung. Es hilft, wenn ihr das rechte Bein ein bisschen beugt. Dann schnaufen wir aus, bringen beide Hände wieder vor den linken Fuß. Nehmen das Gewicht vom linken Fuß und strecken den zurück in dreibeinigen Down Dog. Von da kommen wir wieder führen in Plank, setzen unsere Füße auf die Oberseite und kommen in Up Dog und schnaufen da ein. Knie landend, die Zehen stellen sich auf und wir kommen zurück in Down Dog. Wir machen das Ganze ein bisschen schneller diesmal, ist ein bisschen angenehmer für eure Beine. Ein Atemzug, eine Bewegung. Einschnaufen, rechtes Bein streckt sich auf, ausschnaufen, rechter Fuß, rechter Daumen. Einschnaufen, Ausfallschritt, beide Beine bogen. Ausschnaufen, links Bein streckt sich. Einschnaufen, vorlehnen,
in Crouching Warrior. Ausschnaufen, strecken das rechte Bein. Einschnaufen, linke Fuß landet ganz weich. Einschnaufen, Ausfallschritt. Ausschnaufen, Hände hinter den Kopf. Einschnaufen, Hände strecken weit hinten raus. Ausschnaufen, die Hände landen vor dem rechten Fuß. Kommen in dreibeinigen Down Dog. Kommen Fühler im Plank. Füße landen auf der Oberseite. Einschnaufen, Up Dog. Ausschnaufen, Down Dog. Schnaufen ein, linker Fuß streckt sich weit auf in den Himmel. Ausstrecken. Ausschnaufen, linke Fuß, linke Daumen, Entschuldigung. Einschnaufen, Ausfallschritt. Ausschnaufen, rechtes Bein streckt sich. Einschnaufen, Hände zum Herz, vorlehnen, Crouching Warrior. Ausschnaufen, links Bein streckt sich. Einschnaufen, linker Fuß landet. Ausfallschritt, Hände hinter den Kopf. Einschnaufen, eine Rückenbeugung. Ausschnaufen, Hände vor den linken Fuß. Dreibeinige Down Dog. Und wir kommen vor im Plank. Und einschnaufen, Up Dog. Ausschnaufen, Down Dog. Wir gehen weiter. Einschnaufen, rechts Bein streckt sich auf. Ausschnaufen, vorne im Ausfallschritt. Links Bein strecken. Hände zum Herz, nach vorne lehnen, in Crouching Warrior. Rechts Bein streckt sich. Linker Fuß landet sanft auf der Matte im Ausfallschritt. Hände in die Luft. Hände hinter den Kopf. Hände strecken sich weit hinten raus. In eine Rückenbeugung. Hände vor den rechten Fuß. Der rechte Fuß löft sich und streckt sich in dreibeinigen Dog. Für den Plank, Füße auf der Oberseite. Einschnaufen, Up Dog. Zurück in Down Dog. Wir schnaufen ein, linker Fuß streckt sich in die Luft. Linke Fuß zum linken Daumen. Einschnaufen. Ausfallschritt, Beine beibogen, ausschnaufen. Rechter Fuß streckt sich. Einschnaufen, Crouching Warriors, Bein bogen, strecken, ausschnaufen. Rechte Fuß landet wieder. Unser Ausfallschritt. Hände hinter den Kopf. Einschnaufen, eine Rückenbeugung. Ausschnaufen, Hände vor. Der linke Fuß in dreibeinigen Down Dog. Für den Plank, Füße landen. Einschnaufen, Up Dog. Zurück in Down Dog. Und wir bleiben da im Down Dog, verschnaufen ein bisschen, spüren, wie unsere Beine aktiv sind. Und dann machen wir euch einen Weg führen zum Start von der Matte, wie ihr wollt. Ihr könnt führen laufen, führen gumpen. Für wie auch immer. Wenn wir da vorne angekommen sind, schnaufen wir ein in eine halbe Vorbeugung. Ausschnaufen, ganze Vorbeugung. Einschnaufen, Hände über den Kopf, Hände zum Himmel. Ausschnaufen, Hände zum Herz. Und dann bringen wir unser Gewicht auf die linke Seite, auf unseren linken Fuß. Den rechten Fuß von der Matte nehmen, bringen das Knie auf zu der Brust. Entweder haben wir es hier fest oder wir strecken den Fuß nach vorne, haben mit Zeigefinger und Mittelfinger den Fuß. Und strecken den Fuß so weit wie möglich nach vorne mit gestreckten Beinen. Und so weit oben wie möglich natürlich. Falls ihr
dieser Position sind. Probieren so hoch auf wie möglich das Knie bringen bis zu der Brust. Und egal wo wir sind, lassen wir den Fuß los, ohne dass er sich perfekt, kein Millimeter. Wir bleiben genau auf dieser Position und halten da für 7, 6, 5, 4. Halten den Fuß wirklich oben. 3, 2, 1. Und langsam bringen wir ihn wieder zurück auf die Matte. Kurz ausschütteln, das Gleiche mit dem linken Fuß. Wir bringen unser Gewicht auf das rechte Bein. Tun unseren linken Fuß vom Boden wegnehmen. Bringen das Knie auf zu der Brust, so weit hoch wie möglich. Wenn möglich, können wir mit Zeigefinger und Mittelfinger die grosse Zeche festheben und das Bein nach vorne strecken. Probieren es mal, halb so schlimm, aber richtig grosse Challenge. Und dann geben wir noch ein bisschen weiter Ruhe über das Knie haben oder die Zeche. Und dann lassen wir den Fuß gehen und halten den Ort und Stelle. Und die nächsten 7, 6, 5 kämpfen wirklich dafür. 4, 3, 2, 1. Und langsam bringen wir den Fuß wieder zurück. Ich hoffe, für euch ist es anstrengend. Wir gehen gerade weiter und zwar gehen wir wieder mit dem Gewicht auf den linken Fuß. Bringen das rechte Knie zu der Brust. Und dann drehen wir es nach außen, wobei wir die Hüfte möglichst nach vorne halten wollen. Entweder halten wir den Fuß wieder da, so gut wie möglich, so hoch wie möglich, oder ihr nehmt wieder die grosse Zeche in die Mangel und strecken den Fuß nach außen. Das ist bei mir schon am Limit, aber ich probiere es trotzdem. Noch für 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen los und probieren den Fuß dort außen gestreckt oder bogen zu halten. Noch für 5, 4, 3, 2, 1 und bringen ihn wieder zurück. Und wir gehen weiter. Gewicht in den rechten Fuß. Bringen das linke Knie auf zur Brust und nach außen. Entweder halten wir hier fest oder wir gehen wieder für die grosse Zeche. Wenn wir es auf der anderen Seite gemacht haben, haben wir hier auch. Und wir bleiben da für 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kämpfen wirklich darum. 3, 2, 1. Lasst den Fuß los und halten nochmal da für 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kommen zurück. Könnt eure Beine ein bisschen ausschütteln. Und dann drehen wir uns wieder oder schauend an den Start der Matte. Und dann noch einen kleinen spannenden Flow vor uns, wo wir unsere Beine nochmal richtig brauchen. Aber wir schaffen das. Und wir gehen zuerst wieder langsam durch und probieren noch ein bisschen mehr Tempo in die ganze Sache zu bringen. Wir kommen mit dem Gewicht auf den rechten Fuß, lüften den linken vom Boden und kommen dann in einen Warrior 3, in einen Standwagen, in einen Flügel, wie ihr das nennen wollt. Und wir bleiben mal da für einen Moment, probieren, dass unsere Hüften nicht ausdrehen, sondern möglichst gerade über dem Boden sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt Zeichen nach hinten stecken oder die Fersen, was für euch am natürlichsten ist. Das Ziel ist, möglichst
Wenn der rechte Fuß nicht wäre, würde man flach auf der Matte liegen. Von da bringen wir den linken Fuß, den linken Ferse zu unserem Gesäß. Und dann bringen wir das linke Knie zu unserem rechten Ferse, so weit auch wie möglich. Wenn ihr merkt, da ist Schluss, dann bleiben wir dort. Wenn ihr merkt, es geht bis zur Matte, gehen wir bis zur Matte. Kommen wir wieder auf den linken, das Knie zur Brust. Das war eine spannende Sache. Wir bringen das linke Bein nach vorne strecken, das kennen wir schon. Und dann machen wir einen Pistol Squat, einbeinigen Squat. Wenn das nicht geht, könnt ihr immer eure Hände zur Hilfe nehmen, wie es für euch am liebsten geht. Wir bleiben in dieser Position, ihr könnt die Hände immer haben zum Abstützen. Die Challenge ist natürlich ohne. Und dann bringen wir den linken Fuß in einen grossen Bogen hinterher, bis wir mit unserem Ausfallschritt sind, mit beiden Beinen bogen. Und auch diese Position kennen wir. Strecken das linke Bein, die Hüfte bleibt gleich. Kommen wieder führen in einen Crouching Warrior, heisst Standbeinbogen. Und wir strecken das rechte Bein, sind zurück wieder im Warrior 3. Und wir kommen zurück in den Stand. Und dann den Kreis wieder geschlossen. Wir können das rechte Bein ein bisschen ausschütteln, was ihr gerade braucht. Ziemlich streng ist jetzt das Ganze, aber um das geht es ja heute. Unsere Beine aktivieren, ein bisschen Spass haben mit dem Feuer, das wir hier entwickeln. Gut, das gleiche mit links. Bringen uns das Gewicht nach links, lüpfen den rechten Fuß ab. Kommen in unseren Warrior 3, Krieger 3, nennt man ihn auch. So viel Namen, so viel Sprache. Dann dürft ihr immer beim Herz haben, oder wo es für euch am besten passt. So sind sie versorgt. Bringt den rechten Fuß wieder so weit hinten wie möglich. Die Hüfte ist wieder parallel zum Boden. Stellt euch wieder vor, ihr könnt flach auf der Matte liegen, wenn der linke Fuß nicht ist. Und von da bringen wir den rechten Ferse zum Gesäß und das rechte Knie zum linken Ferse. So gut wie möglich, so weit wie ihr gehen könnt. Wenn ihr die Matte berühren könnt, ist das gut. Und wir bringen das rechte Knie zur Brust. Und da strecken wir wieder den Fuß nach vorne strecken, halten Kant und gehen runter in Pistol Squat. Ihr könnt auch so runtergehen, wie es für euch am besten passt. Ich glaube, ihr findet hier einen Weg. Und wir bleiben kurz in dem Pistol Squat unten. Die Hände ist hier einfacher, wenn ihr sie vorne habt, so ein bisschen mehr Balance. Und in einem grossen Bogen bringen wir den rechten Fuß zurückgestreckt bis hinter zur Matte. Kommt rauf in einen Ausfallschritt mit beiden Beinen bogen. Strecken das rechte Bein so gut wie es geht, Hüfte liegen gleich. Dann kommen wir wieder zum Herz, lehnen uns nach vorne, jetzt wird es langsam streng, in Crouching Warrior. Auch da wieder möglichst lang machen. Schnaufen aus, strecken das linke Bein nochmal und wir kommen zurück in Bergposition. Gut gemacht, das ist nichts Einfaches. Schüttelt euch die Beine, schnaufen tief durch, akzeptieren das Feuer. So, wir gehen nochmal durch das Ganze, einfach ein bisschen schneller. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher, ich weiss nicht. Wieder ein Atemzug, eine Bewegung. Gut. Hand zum Herz. Und dann schnaufen wir aus. Kommen in einen Warrior 3. Schnaufen ein, bringen die Ferse zum Gesäß, ausschnaufen, Ferse
Knie zum Fersen, Knie zur Brust. Schnaufen aus, dann das Bein strecken, kommen in Pistol Squat. Schnaufen ein, bringen das linke Bein und oben. In Ausfallschritt beide Beinbogen. Ausschnaufen, Bein strecken. Einschnaufen, Crouching Warrior. Ausschnaufen, Warrior Free. Einschnaufen, zurück in den Berg. Wechselnder Fuß, ausschnaufen, Warrior 3. Einschnaufen, Fersen zum Gesäß. Rechts Knie, rechte Ferse, ausschnaufen, auf rechts Knie in die Brust. Ausschnaufen, rechter Fuß streckt sich, Pistol Squat. Einschnaufen, rechtes Bein geht weit hinten rum. In Ausfallschritt, beide Beine. Ausschnaufen, rechtes Bein strecken. Einschnaufen, Crouching Warrior. Ausschnaufen, Warrior Free. Einschnaufen, zurück zur Berg, wir wechseln. Ausschnaufen, Warrior 3. Einschnaufen, Ferse zum Gesäß. Ausschnaufen, Knie zur Ferse und auf. Einschnaufen, Bein strecken. Ausschnaufen, Pistol Squat. Einschnaufen, zurück in Ausfallschritt. Bein strecken. Einschnaufen, nach vorne. Crouching Warrior. Ausschnaufen, Bein strecken. Einschnaufen, zurück im Berg. Wechsel zu links, ausschnaufen. In Warrior 3, einschnaufen, Ferse zum Gesäß, ausschnaufen. Knie zur Ferse und auf zur Brust. Ausschnaufen, strecken. Einschnaufen, Entschuldigung. Ausschnaufen, Pistol Squat. Einschnaufen, rechts Bein geht weit hinten rum. In Ausfallschritt, ausschnaufen, rechts Bein strecken. Einschnaufen, Crouching Warrior. Ausschnaufen, Warrior Free. Einschnaufen. Und wir sind zurück. Tief einschnaufen, tief ausschnaufen. Und könnt euch die Beine schütteln. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ihr mit dem Schnaufen nicht ganz nachgekommen sind, kein Problem. Hauptsächlich in euch in Bewegung gemacht. Und dann schnaufen wir aus und gehen vorne ab in eine Vorbeuge. Schnaufen ein, kommen halb auf, schnaufen aus in eine Vorbeuge. Und dann sitzen wir im Gesäß ab. Kommen auf den Rücken. Bringen die Fingerspitzen zu den Fersen. Die Schulterblätter zusammen und drücken uns auf. In einen Ruck. Und wir geniessen die Position, finden wieder einen angenehmen Atemrhythmus. Unsere Beine sind leicht aktiv, aber das kennen wir ja. Und dann bringen wir das Gesäß runter, berühren die Matte und kommen wieder rauf. Schnaufen ein, bringen das Gesäß zur Matte und wieder rauf für 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und wir gehen ab und stellen das Becken ins Gesäß auf. Wir machen ein kleines Paket, rollen uns ein bisschen vorn und hinten. Und beim nächsten Mal werden wir ein bisschen grösser und rollen auf zum passiven Squat. Von da bringen wir beide Hände auf die Matte und kommen zurück in einen Vierfüßlerstand. Die Zehen ablegen
Und sitzend in Kniestand. Und vom Kniestand tun wir uns aufrichten. Wir bringen unser Gesäß vor und setzen wieder ab und machen das für 5, 4, 3, 2, 1 und gut ist. Wir kommen wieder runter und das Gleiche machen wir jetzt einfach, indem wir ein bisschen zurücklehnen mit dem Oberkörper. Probieren Spannung im Bauch an, Spannung im Gesäß. Und ihr könnt selber herausfinden, wie weit hinten liegen könnt ihr und das Gleiche machen. Also wir bringen das Becken wieder über die Knie, kommen hier rauf und wir spüren, es ist schon ein kleiner Unterschied. Sitzen wieder ab, lehnen rückwärts, drücken uns auf, kommen wieder runter. Schauen wir, wie weit hinten könnt ihr lehnen und euch das Becken nach vorne stoßen. Spüren den Unterschied zu vorher. Wir machen noch 5 von denen. 5, 4, 3, 2 und der letzte. 1. Und wir kommen gerade vorne in einen Vierfüßlerstand. Bringen unsere Handflächen eins nach vorne, beide. Strecken uns auf in Down Dog. Und dann da Beine abwechslungsweise strecken. Spüren, wie gut es tut. Wir schnaufen ein, strecken den rechten Fuß auf in dreibeinigen Down Dog. Bringen das Knie für das Schienbein führen, parallel zu unseren Vorderarmen und kommen in Tauben-Pitchen-Position. Bei mir sieht es nicht ganz so aus, wie es sollte. Wenn es bei euch auch so aussieht, ist okay. Wenn ihr super beweglich sind, sind ihr hier drinnen und auch im Gesäß. Wenn nicht, probiert einfach das Schienbein möglichst parallel zu der Matte haben. Ihr könnt euch vorher abstützen. Und dann könnt ihr das ein bisschen hin und her ausprobieren. Ganz kleine Bewegungen machen und spüren die Dehnung am rechten Gesäßhälfte. Und findet da ein bisschen eure Ruhe. Und nach all dieser Anstrengung tut es gut, so ein bisschen runterfahren. So eine kleine, leichte Dehnung haben oder ein bisschen grössere. Falls das für euch immer noch keine Möglichkeit ist, die Position, könnt ihr den Fuß auch nach hinten nehmen und dass der Kniewinkel ein bisschen spitziger ist, wenn das für euch angenehmer ist. Dann nehmen wir die Zehen aufstellen vom linken Fuß und bringen das linke Knie unterhalb vom rechten Knie und dann sitzen wir ab und kommen in Cow-Face-Position mit den Beinen. Ein Fuß, der rechte Fuß geht über den linken Oberschenkel, der linke ist angewinkelt, unten dran. Spielt nicht so eine Rolle, wie es genau ist. Kommt einfach in eine Position, die euch gut tut, die ungefähr in die Richtung ist. Ist keine Wissenschaft, das muss euch gut tun. Und je weniger beweglich das man ist, je schwerer werden die Positionen. Probieren aber gleich möglichst aufrecht zu sein. Dehnung
Ihr solltet euch spüren, ähnlich wie vorher in der anderen Position, an der Aussenseite vom rechten Gesäß. Und spüren, wie euer Herz, eure Temperatur langsam nicht mehr am Steigen ist, sondern wieder ein bisschen runterkommt, sich wieder ein bisschen am Beruhigen ist. Und dann nehmen wir den rechten Fuß nehmen, bringen den rundherum, legen ihn neben den linken Fuß, sodass wir wieder über die Knie in Vierfüßlerstand können. Von da aus die Handflächen nach vorne bringen, uns zurück in Down Dog schieben. Den linken Fuß strecken weit nach oben, bringen das Schienbein parallel zu den Händen führen und finden auf der linken Seite unsere Pigeon-Position. Wie gesagt, wenn das nicht geht, könnt ihr den Fuß auch hindern. Nicht ganz das Gleiche, aber manchmal einfach ein bisschen angenehmer. Falls möglich ist natürlich das Ziel, zum linke Unterschenkel und Oberschenkel abzulegen und gleich noch möglichst parallel die Hüfte auch nicht austreten ist. Kann auch da wieder ein bisschen bewegen oder ganz still sein, wie ihr gerade möchtet. Und dann bringen wir das rechte Knie wieder führen, unterhalb vom linken, setzen auf die rechte Gesäßhälfte ab und haben die überkreuzte Position von der Füße, von den Beinen. Und finden hier auch wieder die ähnliche Effekt wie auf der anderen Seite. Dehnung in der linken Gesäßhälfte auf der Seite. Und spüren ein bisschen, was geht für euch, was ist am besten. Wo fühlt ihr euch am wohlsten? Probieren alles gehen lassen. Nicht feststellen mit dem Muskel und einfach euch hinzugeben, der Position. Und dann bringen wir den rechten Fuß diesmal nach vorne, den linken, Entschuldigung, bringen den rechten nach vorne, dass wir immer Sitz enden. Sitzen möglichst Mitte von unserer Matte. Und dann tun wir uns langsam abrollen. Die Hände brauchen, um hier an den Knie festzuheben. Und rollen uns langsam ab. Strecken das linke Bein, führen zum linken Ecke, rechte Bein führen zum rechten Ecke. Die Schulterblätter zusammenbringen, die Hände weit nach außen, die Handflächen zeigen nach oben. Und willkommen in Shavasana, unsere letzte Pose für heute. Lasst alle eure Energie gehen, alle Muskeln, die noch festhalten, lösen wir.
Mit jedem Ausschnaufen sinken ihr noch ein bisschen tiefer. Lasst euch gehen. Probiert nicht festheben. Und werden immer schwerer. Spürend die Energie, die durch euch geht. Wir dürfen noch, so lange wir möchten, in Shavasana bleiben. Nehmt euch die Zeit. Ich bedanke mich, dass ihr mit mir den kleinen Beibrennen-Flow mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Merci.